Ich wage zu behaupten, dass wenn es Pfingsten nicht gegeben hätte, wären wir heute nicht hier. Ich denke, Pfingsten war so der Kick-off-Tag, wo die Gemeinde entstanden ist oder begann zu entstehen. Und deshalb sind wir heute hier und deshalb freut es mich sehr, heute diese Predigt zu halten. Auch wenn es nicht in erster Linie um Pfingsten geht, ist Pfingsten so die Ausgangslage, von woher wir kommen. Der Heilige Geist, der uns als Tröster, Beistand und Ratgeber gegeben ist, welcher wir auch sehr praktisch in unserem Leben brauchen können. Wir sind ja am Beginn unserer Serie Jesus kommt wieder. Das ist der zweite Gottesdienst. Ich hoffe, viele von euch waren am Bible Study letzten Dienstag. Wir haben da einige Schätze ausgegraben. Richtig cool, dass wir nicht nur am Sonntag in der Predigt dieses Thema wälzen können, sondern ebenfalls auch an jedem zweiten Dienstag. Ihr findet diese Daten auch auf dem Flyer. Ja, Jesus kommt wieder, ein Thema, das ja seit 2000 Jahren aktuell ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich schon, also die Jünger waren schon ein wenig bedeppert. Also jetzt warten die da 10 Jahre nachdem Jesus aufgefahren ist und denken, Jesus kommt wieder. Und wir sind nun 2000 Jahre danach und reden immer noch davon. Also so aus neutraler Sicht denkst du, also diese Christen, die leben ja schon ein wenig in der Traumwelt. Also. Jetzt warten die seit 2000 Jahren und warten immer noch und die sind immer noch zuversichtlich. Doch bin ich davon überzeugt, dass diese Zuversicht nicht einfach ein Hirngespinst ist, sondern dass diese Zuversicht von Gott gewollt und von Gott gesetzt ist. Es kommt nämlich nicht darauf an, eigentlich unter dem Strich, ob Jesus morgen wiederkommt oder ob du morgen stirbst. Denn unterm Strich ist das Resultat dasselbe. Wir werden vor dem himmlischen Vater stehen. Und ob Jesus jetzt bald wiederkommt oder du bald stirbst, ob Jesus in 50 Jahren wiederkommt oder du in 50 Jahren stirbst, ist unterm Strich dasselbe. Mir ist der Psalm 90, Vers 12 in den Sinn gekommen, wo der Psalmist schreibt, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist so meine Fahne, die ich da gesteckt habe. Am Ende dieser Predigtserie möchte ich klüger werden. Nicht, dass ich weiß, dass ich sterbe, also das sollte ich auch lehren, aber auch, dass ich weiß, dass Jesus wiederkommt. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche klug werden und in dieser Hoffnung, in dieser Bereitschaft leben, dass Jesus wiederkommt und dass wir so einfach ein fokussiertes Leben haben. Wer schon mal Golf gespielt hat, ohne Fahne, ohne Loch am Schluss, der weiß, dass es ziemlich sinnlos ist. Und so stelle ich mir auch ein Leben vor, das das Ziel, den Sinn nicht kennt. Das ist meine Leidenschaft und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als Phil mich angefragt hat für diese Predigt oder einfach so ausgebreitet hat, was wir noch für Möglichkeiten haben in der Predigtplanung, habe ich gedacht, zu diesem Thema, ja, da möchte ich mich gerne vorbereiten und etwas dazu sagen. Wir sind in Matthäus 24 unterwegs. Versuchen wir das da noch bildlich zu bringen. Yes. Sorry, ja. Die Startfolie, perfekt. Ihr seht da die Bibelstelle, Kapitel 24, Vers 45 und wir ziehen das durch bis Kapitel 25, 30. Ich habe heute kein Handout mit dabei, das heißt, ihr könnt mitschreiben, mitfiebern, ihr könnt das auf YouTube nachschauen und ihr könnt das in der Bibel zu Hause selber nachlesen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt möchte ich noch beten. Ja, Vater im Himmel, öffne du uns das Herz. Eröffne du uns dein Wort, damit wir von diesen Geschichten, die Jesus für uns, für die Jünger erzählt hat, etwas lernen können und dieses Ziel von unserem Leben etwas klarer wird heute Morgen. Amen. Ja, diese Geschichten, es geht heute um 3 Geschichten, die Jesus erzählt hat, kurz vor seiner Auffahrt, vor seiner Himmelfahrt, zu seinen engsten Jüngern. Also wenn du dich als Christ bezeichnest, als Jünger von Jesu, dann ist diese Geschichte, diese Predigt genau für dich. Ich werde nicht den ganzen Text lesen, das dürft ihr gerne zu Hause machen. Ich werde die Geschichten
einfach so wiedergeben, was für uns das Wichtigste sind. Es sind die 3 Geschichten, die eigentlich vieles vom Inhalt gemeinsam haben. Jesus erzählt zuerst von einem Diener. Und er beginnt, wie es im jüdischen Brauchtum üblich ist, mit einer Frage. Er fragt in Vers 45, wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie anvertrauen kann? Also die Frage, da ist ein Herr, da ist ein Diener. Der Herr geht fort und vertraut seinem Diener nun die Verantwortung über Haus und Familie an. Also sehr privat, sehr persönlich. Der hatte auch die Aufgabe, für das Essen zu schauen und für das leibliche Wohl seiner Familie. Und Jesus führt das dann so aus. Nun, der Herr geht weg, wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und nun kann der Diener so oder so arbeiten. Er kann die Arbeit sehr, sehr gut und gewissenhaft machen. Und dann wird, wenn der Herr wiederkommt, der Herr sehr Freude haben. Oder aber, der Diener macht das schlampig. Er denkt, nicht so wichtig, er träumt in den Tag, ist die Katze aus dem Haus, freut sich die Maus, macht eine Party mit den Leuten, geht mit seinen Untergebenen schlecht um und plötzlich kommt der Herr auch nach Hause und dann wird der Herr gar keine Freude haben. Und Jesus zieht sogar das Fazit, er wird diesen Diener davonjagen. Zweite Szene, das sind die 10 Brautjungfern, die auf dem Bräutigam warten. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, ich möchte diese inhaltlich kurz einführen. Das ist nämlich eine Szene, die die damaligen Jünger sehr gut kannten. Es war diese Hochzeitfeier nach jüdischem Brauchtum. Da war einerseits der Startpunkt die Verlobung. Die Verlobung, das war eigentlich mehr eine Verhandlung zwischen Vater oder Bräutigam mit dem Vater der Braut. Es war diese Verhandlung, wo du den Brautpreis abmachst, wo du die Formalitäten klärst und du dich einig bist, wir wollen heiraten. Und danach gab es eine größere Pause, denn der Bräutigam hatte dann die Aufgabe, das Zuhause, das zukünftige Zuhause vorzubereiten. Also der musste vielleicht den Dachstock ausbauen oder ein Atelier einrichten, damit die da ein neues, zukünftiges, gutes Zuhause waren. Anhand der 10 Brautjungfern wissen wir, das war nicht ein armer Bräutigam. Also der war eher wohlbetucht, der konnte sich etwas leisten, deshalb musste er etwas länger bauen. Wenn dann diese Bauzeit vorbei ist, dann kommt dann das wirkliche Hochzeitsfest, mehrere Tage, ein großes Fest, das eingeläutet wird, indem der Bräutigam seine Braut abholt zu Hause. Das ist so der erste Schritt dieses mehrtägigen Festes. Und wir lesen nun in der Geschichte, dass dieser Bräutigam sich verspätet hat. Also wohl war er fast fertig, aber vielleicht musste er noch staubsaugen zum Schluss, die Wohnung sauber machen und wirklich, dass da die Braut, wenn sie dann nach Hause kommt, sich auch freut. Oder vielleicht hat er bemerkt, dass dieses Bett da noch etwas wenig stabil ist. Vielleicht musste er das noch stabilisieren, dass das dann auch alles aushält, was dann da auf das Bett zukommt. Und wir wissen einfach nicht, was ihn aufhält, aber fix ist, dieser Bräutigam, er kam zu spät. Und da waren diese 10 Brautjungfer. Die hatten die Aufgabe, diesen Bräutigam abzuholen und zu der Braut zu leiten. Sie hatten 10 Lampen. Jede Brautjungfer hatte eine Lampe. Und dann gab es 5, die waren richtig gut parat, die waren vorbereitet, die hatten Reserveöl vorbereitet dabei. Und da gab es 5, die hatten kein Reserveöl. Und weil sich dieser Bräutigam verspätet, es war Abend, es wurde dunkel, sie wurden müde, schliefen ein und wie es so ist, das Öl ging aus und die Lampen gingen aus. Und die 5 Klugen, die hatten Reserveöl, die konnten sich wieder parat machen und die 5 Törichten, die hatten kein Reserveöl. Die mussten dann weggehen, Öl besorgen, alles wieder parat machen und in dieser Zeit kam der Bräutigam. Er hatte fertig Staub gesaugt und alles war parat und jetzt wollte er Party machen und auch nicht mehr ewig warten auf diese 5. Also ging er mit den 5, die ready waren, in den Festsaal und machte dort Party. Als dann die anderen 5, die weg waren, zurückkamen, ja, da war die Türe schon verschlossen. Und der Bräutigam, der war, kalt. Einfach und sagte, ich kenne euch nicht. Wir gehen nachher noch etwas detaillierter auf diese Geschichte ein. In der 3. Geschichte, die Jesus gleich folgen ließ, ging es um einen Geschäftsmann.
ein Geschäftsmann, der hatte mehrere Diener. Dem einen gab er für seine Reise 5 Säcke Gold. Wir kennen das auch als Talente. Man kann auch sagen, 5 Säcke Gold ist etwas greifbarer. Dem anderen gab er 2 Säcke Gold und dem dritten einen Sack Gold. Nun, und er gab diese Säcke nicht einfach so, sondern er sagte, geht hin und arbeitet mit diesem Geld. Also macht nicht irgend nichts, sondern arbeitet mit diesem Geld. Die 2 ersten mit 5 und 2 Säcken, die gingen sofort hin. Ne? Die gingen da an die Börse. Das ist ein gutes Startup, da möchte ich etwas investieren. Oh, ja, da würde ich vielleicht nicht. Die machten ein schönes Portfolio und die arbeiteten mit diesem Geld. Der dritte aber, ja, der hatte eine etwas andere Perspektive. Der sah mehr die Wirtschaftskrise. Der sah mehr die Gefahr. Er wusste, der Herr, der ist ein erfolgreicher, strenger Diener oder strenger Herr, meine ich. Wir wissen nicht so genau. Da gibt es auch ein Risiko. Ja, wenn ich an die Börse gehe, kann ich auch verlieren. Ne? Da habe ich etwas Angst. Der war wirklich ängstlich. Und ja, der vergrub das einfach an einem sicheren Ort. Ne? Ich dachte, kommt schon gut. Vielleicht kommt der Herr ja lange nicht und dann nimmt die Konjunktur wieder Fahrt auf und es geht wieder aufwärts. Dann kann ich immer noch etwas machen. Aber ja, der Herr kam zu bald zurück und er möchte sehen, Auslegeordnung gemacht. Was habt ihr gearbeitet mit meinen Säcken Gold? Ne? Und die ersten beiden, die da gingen und das anlegten, in Startup investieren, erzählten da, weißt du da, wir haben da ein Food-Business aufgebaut, weißt du, Vertical Farming da, wir machen da neues Essen und das läuft richtig gut, wir haben jetzt da Output, die Zahlen stimmen und wir haben das Geld verdoppelt. Also von 5 auf 10, von 2 auf 4. Und der Herr lauschte diesen Geschichten, war begeistert und lobte sie. Und dann beim dritten war die Geschichte aber anders. Dieser dritte sagte, ja weißt du, ich wusste, du bist ein strenger Herr. Und ich hatte Angst, die Konjunktur, und es gibt dir das Risiko. Deshalb habe ich es vergraben. Da war der Herr gar nicht happy. Und sagte, du weißt doch, dass ich ein strenger Herr bin. Warum hast du es dann nicht einmal zur Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens 1% Zins gekriegt. Sparkonto. Ja, so geht's. Und zum Schluss sagt der Herr zu dem faulen Diener, ich werfe dich in die äußerste Finsternis. Auch diesmal ein hartes, kaltes Fazit, können wir sagen. Nun möchte ich von diesen 3 Geschichten so die wichtigsten Hauptmerkmale, die Gemeinsamkeiten zusammen anschauen. Wir haben da zum ersten, diesen Herr. Immer haben wir einen höheren Herrn, der jemand einem Auftrag gibt. Egal ob Familienoberhaupt, ob Geschäftsmann, ob Bräutigam, das war auch wie ein Auftrag für die Brautjungfern. Diese alle hatten einen Auftrag. Und wir lesen nirgends die Argumentation, der Auftrag war nicht klar. Also der Auftrag war allen Dienern klar. Die wussten, was sie zu tun hatten. Es war für alle dieselbe Ausgangslage. Und die einen hatten das gut gemacht, die anderen weniger. Es kam immer etwas dazwischen. In der ersten Geschichte die Party mit den Dienern, das lustvolle Leben, solange der Herr fort war, der Hausherr, da haben die da gefestet und gemacht. Bei den zweiten war die Geschichte etwas anders. Die waren ja da und parat, aber sie waren müde, sie waren schläfrig und haben einfach die Zeit vergessen, haben da die Abendstimmung genossen, vielleicht den Sonnenuntergang geschaut. Irgendwann sind sie eingeschlafen, haben nicht bemerkt, dass ihr Öl ausgeht. Die waren ebenfalls, haben die den Auftrag einfach nicht ausgeführt. Der dritte Diener, der war ängstlich, der war gehemmt. Der hatte der hat so viele dunkle Wolken am Himmel, dass er gar nie in das Tun kam. In den Auftrag, der war ihm klar, aber er hatte so viele Hürden, die für ihn anscheinend unüberwindbar schienen. Aber alle hatten einen Auftrag. Was ebenfalls ist, alle hatten eine gewisse Zeitspanne.
Also jeder hatte eine Zeitspanne, in der er arbeiten konnte. Für mich ist das wie die Lebenszeit. Wir wissen nicht, wie lang das sie ist. Aber irgendwann ist diese Lebenszeit vorbei. Aber jeder hat eine Lebenszeit. Und jeder hat diesen Auftrag und die Herausforderung, was machen wir mit dieser Lebenszeit? Es ist deine Entscheidung, was du mit deiner Lebenszeit machst. Ob du deine 5 Talente nun anlegst und mit denen arbeitest oder diese eher aus ängstlichen, vielleicht auch verständlichen Gründen eher zurückhältst oder minimierst. Aber jeder hatte eine Lebenszeit, jeder hatte eine Zeitspanne, in der er den Auftrag ausführen konnte. Und nach dieser Zeit gab es immer eine Auswertung. Es war nie einfach Happy End und sie lebten bis zum Schluss, sondern es gab immer eine Auswertung. Der Herr, dieses höhere Wesen, kam immer zurück und schaute, ja, wie ist es gelaufen? Er wollte auch die Geschichten hören. Er möchte hören, was wir gemacht haben. Also es kam auch nicht so darauf an, ob du jetzt von 5 auf 10 kommst, von 2 auf 4, von 1 auf 2 oder von 1 auf 1,1. Ich denke nicht, dass das dem Herrn ein Problem gewesen wäre. Er hat ja dem letzten Diener, der das Gold, den Sack Gold vergraben hat, gesagt, ja, hättest du es wenigstens auf die Bank gebracht. Es gibt ja auch defensive Anlagestrategien, aber mach etwas. Also es kommt nicht darauf, wie erfolgreich dass du bist, sondern es kommt darauf an, dass du mit dem Geld, mit dem Potenzial, das Gott dir gibt, dass du mit diesem etwas machst, das für den Herrn von Nutzen ist. Ja, jeder hatte also etwas, aber nicht alle hatten gleich viele. Und die damit etwas gemacht haben, die kamen gut weg. Ich habe mir das überlegt, so bildlich stelle ich mir das manchmal gerne vor, ich bin eher der visuelle Mensch. Ja, wenn ich einmal vor Gott stehen möchte oder mit Jesus, mit Paulus, Petrus und Johannes beim Lagerfeuer einen Fisch grillieren werde, über was möchte ich da erzählen? Möchte ich da über Geschichten sprechen, die ich mit Menschen erlebt habe, die ich im Glauben erlebt habe? Oder möchte ich vom Audi A3, S3, RS3 sprechen, der 2025 frisch herausgekommen ist und ich mir geleistet habe? 2050 im Himmel. Ich weiß nicht, ob da dann noch das aktuelle Modell da, der von 2025 ist. Ich denke, ich persönlich, ich wünsche mir, dass ich dann Geschichten erzählen kann von Menschen, mit denen ich den Glauben entdeckt habe, mit denen ich etwas bewegt habe. Ich habe da auch so den Satz vor Augen, als Jesus oder als wenn Gott sagt, hey, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Über diese Geschichten, über diese möchte ich dann am Lagerfeuer erzählen. Die letzte Gemeinsamkeit ist eigentlich, dass der Herr plötzlich kam. Phil hat das schon auch ein wenig ausgeführt. Wir wissen es nicht. Wir können morgen sterben. Jesus kann morgen wiederkommen. Wir sehen in der Geschichte, die Jünger, die hatten ihr ganzes Leben, die einen länger, die anderen weniger. Jesus ist nicht gekommen. Die letzten 2000 Jahre ist Jesus nicht wiedergekommen. Aber für jeden war es irgendwann zu Ende. Und das war ebenfalls eine Gemeinsamkeit. Hey, und nun zum Zentrum dieser 3 Geschichten, diese 10 Brautjungfern. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn ich zum Teil dann Bibel lese, dann geht es mir so und denke, ja, also da habe ich jetzt schon ein wenig Mühe. Also, kann man das so machen? Die 5 haben ja da Öl und 5, denen geht es aus. Das heißt, diese, die da Öl haben, die haben ja noch ein wenig. Vielleicht so viel, aber die haben noch ein wenig. Und ich als pragmatischer Planer denke, also komm wir teilen. Komm, wir gehen zusammen. Jetzt jemand geht schauen, wann der Bräutigam kommt. Wir machen das parat und dann
just in time. Heute just in time, morgen hast du es zu Hause. Just in time zünden wir alle 10 Öllampen an und dann gehen wir zusammen, alle 10. Also irgendwas zum Teilen gibt es ja immer. Also denke ich, das habe ich immer gedacht bei dieser Geschichte. Ich habe das nie ganz verstanden. Warum müssen diese 5 Öl holen und diese anderen 5, die wussten ja nicht genau, brauchen sie 5 Milliliter oder 10 Milliliter Öl. Also können sie doch da irgendwie versuchen, was zu deichseln. Aber Jesus hat diese weggeschickt, die kamen zu spät. Ich habe das nie ganz verstanden. Und in der Vorbereitung mit dieser Predigt habe ich damit gerungen. Ich habe Gott gefragt, Herr, warum konnten diese nicht teilen? Du siehst doch diese 15 Milliliter. Und dann sagte Gott zu mir, weißt du, Andi, es gibt eine Sache, die kann man nicht teilen. Es gibt diese Sache, die kann man nicht von 10 auf 5 Milliliter teilen. Und es ist die Verantwortung für deinen Glauben. Und ich so, habe mir das überlegt. Ich war da am Inlineskaten um den Flughafen, hatte also noch die Panzerpiste vor mir, hatte noch etwas Zeit. Ich dachte, stimmt, du kannst deine Entscheidung für deinen Glauben nicht teilen. Entweder du hast Öl, du hast dich entschieden oder nicht. Und ich kann nicht für meinen Nachbarn entscheiden. Du kannst als Eltern nicht für deine Kinder entscheiden. Und du als Kind kannst auch nicht sagen, meine Eltern haben nicht entschieden. Jeder muss für sich selber entscheiden. Du kannst auch nicht für den Ehepartner entscheiden. Auch die Kirche kannst du nicht verantwortlich machen für deine Glaubensentscheidung. Denn das Wort Gottes ist für alle gleich. Auch nicht der Pastor kannst du verantwortlich machen. Der predigt immer so langweilig. Da verstehe ich nichts. Du kannst das nicht teilen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Du kannst nicht einmal Jesus für deine Glaubensverantwortung verantwortlich machen. Jesus ist ja die alles mögliche Antwort für alle Fragen im christlichen Glauben. Aber ob du das Geschenk von Jesus annimmst oder nicht, kannst nur du für dich entscheiden. Nicht Jesus, nicht die Kirche, nicht der Pastor, nicht der Worshipper, nicht deine Eltern, niemand. Außer du selber. Das ist der Clou von dieser Geschichte. Und das tönt jetzt hart, nach Arbeit, nach Druck und was ist, wenn ich es nicht oder falsch entscheide? Und jetzt kommt die gute Botschaft. Jesus möchte dir helfen. Jesus zieht dich. Er zieht dich zum Kreuz, wie wir das am Karfreitag gehört haben. Er zieht dich. Jesus klopft an die Tür. Er möchte, hallo, Gugus, er ruft dich. Er ruft in die Wüste, hey, hier bin ich, komm zu mir. Er hilft dir dabei, diesen Weg zu gehen. Und das ist das Fürsorgliche, das Seelsorgerliche. Er lässt dich nicht im Stich, er lässt dich nicht allein. Aber du musst diese Tür aufmachen. Wenn Jesus ruft, dann musst du hören. Er kann nicht für dich hören, er kann nur rufen. Er kann dich ziehen, aber du musst dich ziehen lassen. Du musst diese Schritte gehen. Ansonsten bist du vielleicht am Öl holen, wenn der Herr wiederkommt und die Pate steigt ohne dich. Du kannst auch nicht deine Kirche oder irgend sonst was dafür verantwortlich machen. Was wir als Kirche versuchen, ist, dir zu helfen. Wir machen Predigten, Worship, Gottesdienst für die Menschen und für Gott, damit diese Menschen in Kontakt kommen mit Gott. Wir machen Teenie-Programm, wir machen Frauen- und Männertreffen, wir machen alles, damit die Menschen mit Gott in Kontakt kommen können. Aber die Menschen, die müssen das selber tun. Habe ich da viel erzählt, da kann ich auch viel weitermachen. Weißt du, als ich etwa 20 Jahre alt war, habe ich irgendwann begriffen, dass der Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Also der hat
nicht sehr viel gut gemacht oder besonders geleistet, hat er auch. Aber gerechtfertigt war er nicht durch seine Taten, sondern durch den Glauben. Und ich habe mir dann überlegt, na, wie mache ich das? Als 20-Jähriger hast du ja noch etwas Zeit vor dir, hoffentlich. Und ich habe dann gebetet, Herr, schenk mir ein Herz voller Glaube. Weil ich wusste, ich kann diese Schritte nicht aus mir heraus tun. Ich kann die nicht selber gehen. Aber ich möchte diesen Weg gehen, auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe das eine Zeit lang gebetet. Und immer mehr, auch rückblickend, entdecke ich, wie Gott mir das geschenkt hat. So ist Gott. Er möchte uns so viele Sachen schenken. Aber wir müssen diese Türe aufmachen, damit er diese Sachen auch bringen kann. Wir müssen hören auf seine Stimme, damit er uns leiten und führen kann. Aber Gott ist ein Gott, der gerne Geschenke macht. Auch der Heilige Geist, den er an Pfingsten ausgegossen hat, ist ein Geschenk an uns Menschen. Er möchte uns beschenken, wenn wir unsere Entscheidung, unseren Schritt machen. Ja, wie schon erwähnt, gab es nach jedem Gleichnis diese Trennung. Und ich habe das schon gesagt. Dieser Bräutigam sagte, ich kenne dich nicht. Und warum sagt er nicht, ihr kommt zu spät oder ihr wart nicht parat oder ja, die Zeit ist abgelaufen? Er sagte, ich kenne dich nicht. Und das bringt mich zu der Frage, kennt dich Gott? Ja, jetzt kannst du sagen, natürlich kennt mich Gott, er hat mich ja geschaffen, das lehrt ihr da Woche für Woche auf der Bühne in der FEG Embrach. Ja, klar, Gott ist der Schöpfer von Anbeginn der Zeit und so. Aber es gibt noch eine andere Ebene. Und das ist die Beziehungsebene. Wie lernen wir jemanden kennen? Denkt zurück an eure Datingzeit. Wie lernt ihr euren schönen Bräutigam, eure Herzensdame kennen? Indem ihr Zeit mit ihr verbringt. Indem ihr auf ein Date geht essen, geht nie ins Kino. Kurzer Dating-Tipp. Geht nie ins Kino. Dann schaust da, kannst nicht miteinander reden, kannst euch nicht anschauen. Gar nicht, dumme Idee. Also geht essen, dann kannst du vis-à-vis, Dessert essen, spazieren, irgendwo, wo ihr interagieren könnt. Darum vielleicht auch nicht unbedingt nur YouTube-Predigten anschauen. Das ist wie im Kino beim Daten. Das funktioniert einfach nur sehr, sehr beschränkt. Also geht essen mit Gott, lernt diesen Gott kennen. Hey, und vielleicht, ich weiß nicht, ich war nicht so der Briefeschreiber, muss ich ehrlich sagen, aber vielleicht war ich ja noch die Briefeschreiber. Gott hat uns Briefe geschrieben, in diesem Wort, im Neuen Testament ganz viele Briefe, im Alten Testament ganz viele Geschichten, voller Geschichten in diesen Briefen. Und so lernen wir Gott kennen. So lernt er auch uns kennen, indem wir mit ihm über diese Geschichten interagieren. Auch wenn wir etwas mal nicht verstehen. Ja, aber wie war das da in deinem Lebenslauf, da und da, im Garten Eden? Wie hast du das gemacht? Wir verstehen nicht immer alles, aber wir können mit Gott im Gespräch sein, auch im Gebet, auch in der Predigt, in der Gemeinschaft. Wir haben so viele Möglichkeiten, um Gott kennenzulernen. Aber wir müssen schauen, dass Gott auch uns kennt, dass wir in Beziehung sind mit Gott, dass er mit uns eins ist, dass wir mit ihm eins sind. Das ist am Schluss entscheidend. Ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir das Vertrauen in Gott haben, dass er uns vertrauen kann, dass wir ihm vertrauen können, so wie in einer guten Beziehung. Ja, ich komme zum Schluss mit dieser Frage. Kennt dich Gott? Wo hast du vielleicht einen Bereich in deinem Leben, wo du das Ziel nicht klar ausgesteckt hast? Wo du vielleicht deine Talente vergraben hast? Wo du nicht so wirklich am Arbeiten bist, wo du vielleicht denkst, diese dunklen Wolken, das möchte ich jetzt nicht. Ich wünsche mir, dass wir
gemeinsam diesem Ziel näher kommen, dass wir mit Gottes Hilfe diese Sachen angehen können, dass wir lernen, unsere Talente einerseits zu entdecken und andererseits auch anzuwenden. Jeder dieser Diener hatte Talente, hatte Potenzial mit auf den Weg genommen. Das begeistert mich, dass jeder von uns, egal wo du stehst, wie alt, du hast das Potenzial, mit Gott vorwärts zu gehen und deine Talente für ihn einzusetzen. Und wichtig ist, dass wir ready sind, egal wann und wie Jesus wiederkommt. Unsere Lampe soll mit Öl gefüllt sein. Wir müssen diese Entscheidung zu unserer Lebzeit getroffen haben. Und dann hilft Gott uns noch so gerne, dass wir zur rechten Zeit die Lampe anzünden, dass wir sie hochhalten, wenn es Zeit ist, dass wir hinschauen, damit wir mit diesem Bräutigam auch an dieser großen Party dabei sind im Himmel, wenn sie dann steigt. Auf das freue ich mich. Ich möchte noch beten. Ja, danke Jesus für diese Geschichten, die du immer wieder den Jüngern erzählt hast, aus denen wir heute noch so viel nehmen können. Lehre uns, diese Geschichten zu verstehen. Lehre uns, diese Geschichte zu nehmen und unser Herz darauf auszurichten, damit deine Geschichte in unserem Leben zur Vollendung kommt. Herr, du siehst, wo wir vielleicht unsere Herzenstüre, vielleicht auch nur in einem gewissen Lebensbereich, noch geschlossen halten. Und ich bitte dich, dass du jetzt in dieser kommenden Lobpreiszeit mit deinem Geist anklopfst, dort, wo wir eine Türe aufmachen sollen. Dort, wo wir nicht bereit sind, mit unseren Talenten zu arbeiten. Herr, danke, bist du jetzt in der gnädigen, barmherzigen Zeit, in der du mit uns trainieren, arbeiten und Gemeinschaft haben willst, damit wir lehren, unsere Talente einzusetzen, unser Leben nach deinem Plan, auf dein Ziel auszurichten. Danke, hast du uns den Heiligen Geist gegeben, der uns lehrt, der uns führt in die Gemeinschaft mit dir, Vater. Danke, haben wir die Gemeinschaft auch hier auf Erden, als Gemeinde, als Kirche, in diesen 4 Wänden, aber auch in der weltweiten Kirche. Danke, sprichst du jetzt und hilfst uns, Entscheidungen zu treffen, die unser Leben dem Ziel, dir näher zu bringen, weiterhilft. Amen.